Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das Jüdische Kohl auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. A schöne Teve, a guten gesinnten Jahr wünschen wir alle unsere Koinem und alle Zuhörer von der Programm. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben auch von Auswahl von jüdischen Schriften, religiöse Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, wo euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Wir schicken euch die Bücher, wo ihr verlangt. Guten Abend, ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM, Brookline, das hört euch mehr da. Wir auf unser heutigen Programm haben wir dem größten Covid und Vergnügen zu präsentieren ein Interview als Schmues mit Shmuel Bach, dem berühmten Künstler, Maler und Lebengebliebener von Chorben. In Schmues mit Sholem Beinfeld, unser Mitanführer von Programm, Professor emeritiert von Geschichte bei Washington University, St. Louis. Aber wir heben an mit den Begrüßungen zum Yontiv, zum Rosh Hashanah, was fällt euch kommenden Montag, und bei der Gelegenheit wünsche ich euch alle in meinem Namen und Namen von unserem Programm, unserer Zuhörer, Beteiligte und Sponsors ein gut gewünschtes Jahr. Wenn es kommen on die 10 feuchtige Tag, als es jemei Tshuva, hat jeder Jid bloß ein Sach in seine Machshava, Zochereino lechaim, Melech Hofetz b'chaim, Lechosveino b'seif. Shalom, Rav. This is Mary Ehrlich. I'm Mitglied von der Neigekommene. Und ich will euch zum neuen Jahr wünschen, einen glücklichen, gesunden und guten Jahr. Und wir sollen sich wünschen über ein Jahr mit Hashem. Shalom. Mein Name ist Rosalie Reschelbach. Ich will alle wünschen a gute, a gesinnte, the bestes Jahr. Ich bin a member of American Association of Holocaust Survivors. Janet Stein is the president. Mein Mama und Tata gewesen Holocaust Survivors und gereden Jiddisch in der Heim. Und das ist gewesen mein erster Sprach. Und ich rede Jiddisch mit 6
Wabe. Einmal am Monat, wir reden bloß Jiddisch. Und ich will wünschen zu alle die beste, gesinnte, süßeste neue Jahr für alle. Hello, my Yiddish Freund. Mein Name ist Tanja Lefman. Ich bin ein Holocaust-Survivor. Will ich begrüßen im Namen auf meine Organisation, was ist der Greater Holocaust Survivors of Greater Boston. Das sind die Survivors, die Kinder und die Enkelach und die ihre Enkelach kommen sind. Jetzt, als es geht kommen, Rosh Hashanah, wollte ich allen begrüßen und wünschen, einen guten, süßen, einen gesinnten und einen glücklichen Jahr. Und wir hoffen, als nächstes Jahr wird sein Schulen in der Welt. Jetzt will ich auch sagen, als wir wollen haben, Haskura für die 6 Millionen, das ist sein in Brandeis, und das ist sein zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur, dem Sonntag. Die Schuhe weiß ich noch nicht genau, aber wer zu wollen kommen, kann gehen zu Brandeis und mir sehr gut aufnehmen. Noch einmal, alles Gutes, als wissen guten Jahr. Ich wünsche es alles Beste, seid alle gesinnt. Bye bye. Ich, Elle Dovek von der Israel Bookshop in Brookline, wünsche alle unsere Klienten und alle Zuhörer von dem Programm Das Jüdische Kol, Ashnas Chaim Vesholom, Ashnas Geulo und Aksiba Vechsime Toivo. Wir haben bei uns im Geschäft alle jüdische Artikel, Talesem, Sforim, Textbooks von allen Sorten, Hebräisch, Englisch, euch in Jiddisch. Euch haben wir Kassetten, CDs und Videos. Kommt rein und verbringt in eine heimische Atmosphäre, ruft oder kommt rein für Luchos oder Kalenders von dem neuen Jahr. Ot Allah Shnas Chaim Vesholom, Shnas Geulo, zum ganzen Klal Yisrael. Israel Bookshop, 14 Harvey Street, Brookline, Massachusetts, 566-7113. Shalom Aleichem Achalamin. Du begrüßt auch Gittel Schechter Vishwanat, der Vorsitzender von der Jiddisch-Liga. Die getreue Ziehherres von des Jüdische Kol wissen aber, als die Jiddisch-Liga ist die einzige Organisation, was hat für ihr Schliches das Aufhalten im verspreiten Jiddisch wie ein handsartig, tagtäglich, sprudelig Luschen. Die Jiddisch-Liga geht aus dem unikalen Journal auf den Schwell, in ganzen geschrieben auf ein idiomatisch und latisch Luschen. In dem nächsten Nummer haben genommen die Feder in Hand unsere eigenen Lehners. Sie haben umgeschrieben Artikeln, Essayen, Zechroines, Lieder und Prosa, erzählt zum ersten Mal auf Jiddisch. In Hajur kommen uns erst 2 Maseltovs. Erstens ist Norwus heraus von Druck ein neues Lehnbüchel von 7 Peretz der Erzählungen, verkehrt und bearbeitet für Studenten von Moschele Alfonso. In dem ersten Chodesh allein haben sich schon verkauft mehr wie 100 Exemplaren, und das heißt, verkaufen sich wie Matzewasser. Zweitens, unsere Werte von der Woche, was gehen schon heraus sind 2013, Wert Bar Mitzvah, Mazel Tov. 13 Jahre von Lernen unserer Mitglieder und Lehners, Wörter und Ausdrücken auf unterschiedliche Themen, von Yom Tovim in Essenwerk bis Politik, Gesellschaft, und a viele, wie so Chais reden auf Jiddisch. Ja, a Kuh merucket und a Chaser chrucket. Die Zahl Abonnenten auf unser Online-Wertebuch wächst erst von Tag zu Tag und betrifft jetzt knappe 3.500. Gefindt Tage euch, wie so immer sucht das und das Wort auf Jiddisch. Habt da Kicker an auf EnglishJiddishDictionary.com. Wir mutigen euch, ihr sollt stützen die Jiddisch-Liga mit der breiter Hand, kedei unser kiemdicke Arbeit soll auch können weiter dienen bis 120. Geht zu leagueforyiddish.org und geht da Quetsch auf den Knäppele Donate. Wir wollen nachkommen a größen Jischkoyach.
Derweil wünschen wir euch, ihr sollt ein gut, gesinnt, gebencht Jahr in einer Welt von Schulem zwischen allen Völkern. Seid mir alle gesinnt und stark. Shalom Aleichem, alle. Das redt Leah Sporer-Levitt von Boston. Ich bin da der jüdische Lehrerin und Übersetzerin und einmalige Interviewerin auf dem jüdischen Call. Und ich will heute ein Gruß schicken zu alle unsere Zuhörer von dem jüdischen Call, als ihr sollt haben ein gesund, nachrichtiges Jahr und ihr sollt leben von Kindern und Enkelach und alle, das gesund und nachricht. Und überall soll sein Shalom, befreit in Israel und Europa und Hawaii da in Amerika. Und lassen wir sehen, sich zu halten zusammen und da leben eine Sache nachher. Ein gut, gesund Jahr euch alle. Daher Zuhörer zum jüdischen Call, das redet zu euch Shalom Beinfeld, wo sich auf dem Covid von Zeit zu Zeit zu interviewieren interessante Gäste auf unser beliebter Programm. Wie euch von Zeit zu Zeit kommentieren auf Unionen, was interessieren unsere Zuhörer. Heint ist der Indien, versteht sich, die Jungen Neuen, was kommen an und befragt zum neuen Jahr sich übergeben an den Verhältnissen von dem vergangenen Jahr und unsere Hoffnungen für dem neuen Jahr. Wir haben durchgemacht ein schweres Jahr. Sei wie Juden, sei wie Amerikaner. In Amerika ist die politische Lage sehr, sehr angestrengt. Unter der Milchome zwischen Israel und Hamas nimmt nicht kein Sof. Und in Verbindung mit dem wächst der Antisemitismus über der Welt, eingerechnet da in Amerika. Wir Juden haben durchgemacht, unerschüttert schwere Zeiten. Aber wir sind ein Volk von Betochen und wir haben die schwere Zeiten übergekommen und wollen die jetzige schwere Zeit euch überkommen. Sollen wir hoffen, als das neue Jahr wird bringen bessere Zeiten. Und ich will wünschen alle Zuhörer zum jüdischen Call ein gutes Jahr und ein gesundes und alleweil soll sein Shalom auf unserer sündiger Erde. Leshone Tove Tikosehu. Shalom Aleichem und Leshone Tove, teure Freund und Liebhabers von Jiddisch. Da redt lieber Esel Gritz von dem Bostoner Arbeiterring, was wünscht euch ein süß und gesund neues Jahr. Kommt verbringen mit uns auf Jiddisch, Ponem al Ponem und auf dem Internet, circleboston.org. Dem 25. September Jiddisch Sing. Dem 27. September Verbring Boston, Picnic in Park. Dem 9. Oktober Jiddisch Winkel. Dem 11. Oktober Konzert mit Eira Chonen Tempel. In Mitte Oktober haben wir Jiddisch-Klassen von Anheber bis avanciert. Noch einmal circleboston.org. Seid mir alle gesund und stark. Teure Zuhörer zum jüdischen Call. Ich fühle beämmes, als es geht zu Jontef, wenn nur ich gleich sich euch übergeben meine paar Begrüßwörter für das jüdische Radioprogramm und beschass ich nutze euch die Gelegenheit, wie es ist mein Steiger, euch abzudanken, Meir Doviden, für einen kolossalen Auftu seinen, durchzuführen und aufzuhüten, ein jüdisches Programm durch die Radio Chwales, schon nach keinem Lohn von über 30 Jahren. Ein gut und ein gesund Jahr Tovshin Pei Vov wünscht euch David Braun, was redet zu euch physisch von dem Lokal in der Stadt New York vom Jüdischen Wissenschaftlichen Institut JIVO, wo unser herbstlicher Semester Jiddisch-Kursen hat sich schon angehäuben und wo wir planieren schon dem winterdicken Semester Minikursen. Wir hoffen zu sein in Kontakt mit euch und wir hoffen, als ihr werdet
weiter sich zuhören und ein neues haben im neuen Jahr von der jüdischen Radioprogramm, was Meir David bringt uns ein ganz keilig Jahr, also breitherzig. Seid alle gesund. Gott soll ihm gedenken, dus Leben zu schenken, zu dem Jahr, dem Neuen. Not is wie Yom Kippur. Teure Zuhörer zum jüdischen Chor. Ihr werdet in ein paar Minuten darum hören dem Interview, was ich schon in Bengfeld habe gemacht mit dem berühmten Maler und Künstler Shmuel Back. Für mir ist unser Schmus auf Jiddisch gewesen eine besondere Vergnügen. Ich und meine Frau sind non befreundet mit Shmuel und José Back. Und wenn wir treffen sich, reden wir gewöhnlich auf Englisch, öfter ein bisschen Französisch. Aber sei bei Shmuel oder Samek, wie hat geheißen, wie ein Kind, und bei mir ist Jiddisch eingebackt in den Herzen. Der Fall ist es gewesen, als Simche von mir, als wir sollen beide schmusen auf Mama lassen. Shmuel Back stammt von Wilna und durchgemacht die nazische Wilner Ghetto, wo Dafke, wie ein Jüngel im Ghetto, hat herausgewiesen sein malerischen Talent. Und die berühmte Schreiber Avram Sutzkever und Schmerke Kaczerginski haben ihm geholfen, sich ausdrücken mit Farbe und Tint und arrangiert seine erste Ausstellung in Foyer von Ghetto Theater. Wegen dem habe ich gehört, wenn ich allein bin, gewesen ein Jüngel. Und das hat von mir gelernt, Sutzkevers erst erschienene Wilner Ghetto, was hat sich gedruckt in der Zeitung Der Tag. Ich habe keinmal nicht vergessen, dem Gestalt von einem talentierten Bocher, was hat Albines durchgelebt, die Liquidation von Wilner Ghetto, später als sich Besetzung Israel und geworden ein bekannter Künstler. Groß ist gewesen mein Freund, wenn ich hab sich da wusst, als wohnt jetzt in Groß-Boston und als ich will sich kennen mit ihm sich begegnen. Und wir haben sich begegnet und geworden gute Freund. Da hört, wie wir alte gute Freund schmusen auf unser heimischen Jiddisch auf Mama lassen. Samek oder Shmuel? Samek is my Nomen. Samek ist dein Nomen. Ja. Ist gut, was wir treffen sich und gut, was wir retten auf Jiddisch. Weil Jiddisch ist bei uns beide eingebacken. Eingebackt, ja. Erstens ist Back schon ein Teil von eingebackt. Ja. Und das hat Sutzkever gesagt. Back ist eingebackt in mein Herz. Das ist, es ist ein Teil von meiner Schamme, versteht sich, wie bei dir. Von Stub reden wir Jiddisch. Ich habe gemeint, dass ich will sein paralysiert, weil ich habe nicht geredet Jiddisch seit einem halben Jahrhundert. Aber es kommt zurück. Es kommt zurück. Ich meine, die wichtigen Sachen kommen zurück. Öfter ist der Loschen nicht so reich, wie es ist gewesen oder wie es darf sein. Aber es ist gut genug. Ich denke, lass mal reden ein bisschen wegen die Rolle von Jiddisch und anderen Sprachen in deinem Leben. Du bist doch ein Wilner. Und Wilna ist gewesen, wie man sagt, nicht nur die Jerusalem der Litte, sondern Jerusalem der Jiddisch. Und Jiddisch ist gewesen, nicht bloß eine Sprache, was Menschen um sich geredet, sondern eine Sprache, was hat sie genutzt. Mit die hat doch gekriegt, schreibt mal ein Rezept auf Jiddisch oder schreibt mal, kennt in der Bank, schreibt mal Check auf Jiddisch, ist es gewesen, eine offizielle Sprache in Wilna.
Aber wie ich verstehe, hat man in seine jungen Jahren gerät Polisch. Man hat geredet Polisch, weil Polisch ist gewesen die Sprache, in welcher man hat gekannt, lernen, studieren, ankommen öfter in Universität und so weiter. Und ich glaube, dass meine Eltern haben gemeint, dass die Zukunft für mir hat nicht geredet, ist offen. Und Polisch ist gewesen sehr wichtig und dann mit mir geredet Polisch. Aber wenn ich bin gewesen, ungefähr 4 Jahre alt, 4 Jahre alt, bin ich gewesen mit meiner Mama in der Gasse in Wilna und ein Schäger ist zusammengekommen und hat gespeit in mein Pony und gesagt, Jid. Und meine Mama ist geworden, verzittert und auf morgen hat sie mich rausgenommen vom polnischen Kindergarten und dann gegeben in einen Kindergarten, wo man redet Jiddisch. Und ich habe nicht gekannt, kein Wort Jiddisch, aber ich habe es auch gefreut. Ich will öfter verstehen die Säudes von meinem Bobbe und Seide und meine Eltern. Jiddisch ist gewesen eine Sprache von Säudes. Hast du sich gleich ausgelernt? Ich habe es sehr schnell ausgelernt, weil ich bin angekommen in den Kindergarten. Ich denke das. Ich habe sich verliebt dort in ein Mädel, welche hat geredet Jiddisch, nur Jiddisch. Und man fragt mir, bringen zu sehen in Stub. Und ich habe mit ihr ständig geredet Jiddisch. Und ich gedenke noch, wie ich warten auf ihr jeden Tag hier ankommen. Ich stehen hinter der Tür und mein Herz, und ich war bum, bum, bum. Und ich meine, ich habe keinmal nicht geliebt, so stark, wie wenn ich bin gewesen 4 Jahre alt. Und ist von mir Jiddisch euch verbunden mit dem Gefühl, mit den Erinnerungen von Liebe. Und dann habe ich angefangen zu reden Jiddisch mit meinen Bobbes und Seides, versteht sich. Mit meinen Eltern habe ich geredet Polnisch. Wir haben gehabt Dienst, was hat wir geredet Russisch, sie werden Russisch, eure Sprache. Versteht sich, das hat geöffnet ein bisschen, ich meine, in meinem Korridoren verkundigt Sprache. Ja, nu, du hast in deinem Leben lang und fruchtbar geredet als Sprache. Und wir wollen reden wegen dem ein bisschen später. Aber jetzt will ich noch ein bisschen reden wegen deiner Kinderjugend, weil gleich nach dem Kindergarten gekommen ist geschehen die deutsche Okkupation. Und Ich bin schon gewesen in Alter von gehen im ersten Jahr von Schule. Welche Schule bist du gegangen? Ich bin gegangen, einen Tag bin ich gegangen in Schule. Einen Tag. Ich bin gegangen in eine Schule, welche ist gewesen nicht weit von unser Haus, auf Größe Pohulanke, glaube ich. Und es ist gewesen eine Schule, wenn Wilna ist gewesen schon in die Hände von den Russen, welche haben das übergegeben, die Litwiner. Und wir haben gehabt ungefähr 1 Jahr von der Okkupation von der kommunistischen. Das ist eine jüdische kommunistische. Und das ist eine jüdische kommunistische Schule, wo dem ersten Tag, wenn ich bin angekommen in die Schule, hat man nur geredet wegen Stalin. Wie groß und wie wichtig er ist. Ich habe das alles beschrieben in meinem Buch. Painted in Words oder in Wörter gemalt. Das ist übersetzt viele auf Hebräisch. Mit ein Jahr zurück. Und wenn die zurückkommen von Schule, hat meine Mama mir gefragt, was hast du getan? Habe ich gesagt, oh, du weißt, wo du uns erzählt, eine Geschichte wegen einer Mädel, was verliert sich und mit einem Porträt von Stalin. Und wenn sie sieht das Bild von Stalin, ist sie glücklich und sie sagt, dass ich weiß, dass ich bin in der Welt. Hat meine Mama gesagt, das ist dein erster und letzter Tag von Schule. Und sie hat angerufen einen Doktor, welcher hat ihr gegeben ein Papier, also ich habe eine Bronchit und ich bin mehr nicht gegangen in die Schule.
habe ich gesagt, gelernt in Stub. Mit unser Dienst habe ich gesagt, gelernt lernen Russisch. Und mit meiner Mama habe ich gesagt, gelernt lernen Polnisch und Jiddisch. Hast du schon gehabt 3 Sprachen? Habe ich gehabt 3 Sprachen. 3 Sprachen. Du hast am Mund dem Poet Sutzkever, was hat gut gekannt, Poet, der größte jüdischer Poet, ist auch gut. Einer der größten, von die größten Poeten von 20. Jahrhundert. Ja, warte. Er hat gut gekannt Polnisch und gut gekannt die polnische Literatur. Ja. Yeah. Wenn du hast mir einmal gesagt, als in Ghetto hat Sutzkever mit dir geredet auf Polnisch. Jeder Mann sagt ungefähr also, 100% bin ich nicht sicher. Ja, aber das ist aber interessant. mein Polnisch ist gewesen, öfter viel besser wie mein Jiddisch. Sehr raffinierter, nicht der Wiener Polnisch. Ich habe gehabt alles junge Njankes von Krakow. Wir haben geredet am besten Polnisch wie die Poljaken von Nord. Aber das ist, wenn du es gerade mit Sutzkever bist du schon gewesen im Ghetto. Ich bin gewesen im Ghetto, ja. Sutzkever hat, lass mich sagen, entdeckt meine Zeichnungen im Ghetto. Ja, das ist am meisten, was ich will ein bisschen, sonst sich da Mannen wecken. Ja. Ich habe, in Ghetto bin ich nicht gegangen in die Schule. Weil die Schule ist gewesen gepackt mit Kindern. Man hat angenommen nur Kinder, welche haben gehabt, wie sagt man das, gegolten Cap? Gegolten Cap, ja. Gegolten Cap. Und ich habe nicht gewollt sein gegolt. Und wie gesagt, ich gehe nicht in die Schule. Das ist kein Problem. Meine Mama hat gefunden von mir eine Lehrerin, Rochele Sorowski. Und Rochele Sorowski hat gearbeitet, versteht sich, in einer von die ich weiß nicht, was sie hat getan. Die Gruppe ist welche sind gegangen, Albert Neustadt Ghetto. Aber wenn sie vielleicht zurückkommen können, Ghetto, ist in die Ofenten. Vielleicht sie sich benehmen mit mir. Ist ungefähr von 7, 8 in Ofen bis Mitternacht habe ich gehabt, meine private Schule. Und mit ihr ist sie wunderbar. Und sie hat gut gekannt Sutzkever und Kaczerginski. Und sie hat sich erzählt, dass ich habe da einen jungen Kind, ich bin dann gewesen, ich meine 8, 9 Jahre alt. Und macht Zeichnungen, welche seien ganz wunderbar. Ich weiß nicht, wie sie hat sie bezeichnet. Und als bin ich geworden bekannt mit Sutzkever und mit Kaczerginski, welche haben gesagt, man muss ausstellen die Zeichnungen in Ghetto, in dem Foyer von dem Ghetto-Theater, das ist gewesen ein Platz für Ausstellungen. Und als habe ich sich bekannt mit Sutzkever, und Sutzkever hat sich mit mir vernommen, ich muss sagen, mit sehr viel Interesse und wir haben geschaffen eine Freundschaft. Durch die Jahre haben wir uns getroffen in Israel, sag mal, aber euch in Paris und in New York, herumfahren in der Welt, lehnen seine Poesies. Für die kleine Gruppe von Menschen, welche haben gehabt ein Interesse. Sie haben gefunden, es ist nicht kein Papier in Ghetto, einfach Kosche zu machen. Zeichnungen haben Sie gefunden von dir an alten Pinkas? An alten Pinkas, ja. An alten Pinkas, das ist gewesen ein Buch, welches hat gehört zu dem Verband von OHW Chesed. Und im Buch ist gewesen sehr viel offene Blätter. Es ist gewesen, versteht sich im Anfang vom Buch mit schönen hebräischen Buchstaben, die Kommissions, die Namen von Familien, von wem man hat ausgewählt. Ein Buch, welches ist geworden geschaffen in 1850 ungefähr. Und in dem Buch habe ich gemacht Zeichnungen und das Buch ist gekommen mit mir kein AKP.
Und noch HKP, wenn ich bin entlaufen von dort, übergelebt und so weiter, hat Kaczerginski mit einer Gruppe von Partisanen gefunden, dem Buch in HKP. In die ledigen Zimmern von HKP. Wir reden später der Mann, was es gewesen HKP. Ja. Aber geh weiter. Gut, und Kaczerginski hat mir gesagt, Herr sagt so, das ist da wie sagt man das? Schwarze Stains. Flecken. Flecken. Das ist ein jüdischer Wort, das entlaufen. Es ist da dunkle Flecken. Und ich habe gesagt, vorgestellt, das muss sein mein Tatens Blut. Weil man hat ihm da harget in HKP. Habe ich ein Buch nicht gewollt sein. Und ich weiß, mehr wie 50 Jahre später, wenn ich bin gekommen zum ersten Mal in Wilna, hat man mir aufgenommen in der Nationalbibliothek von Lite. Und die Direktorin von dem Institut ist gekommen und hat mir gebracht dem Pinkas in einem schönen Zimmer auf einem Tisch vom 17. Jahrhundert. Und ich habe dann gesehen, erstens hat mir ausgesehen, etwas ein bisschen anders, größer, wie ich habe gesagt, der Mond und so weiter. Und später haben sie das gegeben am Matone der jüdischen Kehille und heute das eingestellt in den Samuelis Bacchus Museum, welches sie haben geschafft. This is WUNR Brookline. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mische Goyim von der Webserie Yidlife Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Call auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Chushevel Zioer, du redest Yankele Bodo von Israel. Das ist das Jiddische Call von Boston. Ich will sein zufrieden, weil wir wird mich ehren. Und ich will ganz sein zufrieden, weil wir wird beschreiben. Sie hat mich geehrt, sie hat mich gesehen. Und ihr könnt mich treffen im Internet. Und ich will sein zufrieden. Wir werden sich wiedersehen. Über oder anunte Mischbuche ist blind, aber seht schwer, aber ist Druck verkrippelt, JBI können helfen Menschen haben eine Zutreu zu jüdischen Leben, Lernen und Kultur. Tausende Grieß-Druckbücher, Audiobücher und Braille-Material. Alles ist frei, mit mehr wie 200 jüdische Bücher zu hören. Alle Informationen auf www.jbilibrary.org 1-800-433-1531. Sehr schöne Meister mit der Pinkas. A Pinkas, was hat überlebt. Und der Name von Ohave, Chesed, habe ich viele nicht verstanden dann im Ghetto. Es ist gewesen, als eine verschiedene hebräische Sätze und so weiter. Hebräisch habe ich gelernt, wenn ich bin 15 Jahre alt, wenn ich bin angekommen in Israel, habe ich gelernt Hebräisch. Aber versteht sich, es ist gewesen in aller jüdischen Kehilles, gewesen solche Gruppes, die Bewacker, Keule. Versteht sich, das ist gewesen eine von die schönsten Sachen, was seinen geschaffen geworden in jüdischen Kehilles. Die Menschen, die haben sich vernommen mit Kindern, die haben verloren die Eltern, mit armen Leid, mit Heulim und so weiter, versteht sich. Du bist ja schöne Meister, was Alsamim Pinkes hat. Ja. Dank dir. Übergelebt. Du hast den Mond HKP. Das ist ein Deutsch Heereskraftpark. Das ist gewesen
Anstalt, wo man pflegt zurechtmachen Maschinen verschiedene. Ja. Von der deutschen Armee. Und ist bei der Liquidation von Ghetto im September 1943 hat der Major Plage von der Wehrmacht, von der deutschen Armee, nicht Cholille von der SS oder Gestapo, aber von der Armee, bewiesen herauszunehmen von der Ghetto durch der Liquidation seine Menschen. Und auch schon noch Menschen. Ja, die Menschen haben gearbeitet in seine Werkstätte. Ja. Ungefähr 1500 oder mehr wie 1000 Menschen. Und es sind gestanden dort die zwei sehr große Häuser, welche sind geworden gebaut durch den Baron Hirsch, weil die arme Leute von der jüdischen Kehille in 1890 oder 900. Die billige Häuser. Billige Häuser, die billige Häuser sind gestellt. Sie sind dort geschaffen für HKP. Weil herum ist gewähnt eine Reihe von Werkstätten, welche sind gewähnt ein Teil von der HKP. Ja, dem größeren HKP. Hast du sich gefunden nach der Liquidation von Ghetto in HKP? In HKP. Du hast doch früher nicht gewohnt in HKP. In HKP ist gewähnt ein Ganeden für noch ein Ghetto. Weil es ist gewähnt ein bisschen Bäume, groß, Kinder haben sich gekannt, spielen. Wir haben gespielt ständig Räuber und Polizei. Das heißt nicht Räuber und Polizei. Wir sind gewähnt Partisaner und die anderen sind gewähnt Nazis. Und dann müssen werden ein Nazi und wir haben gefeiert Milchomes. Ja, also die Kinder tun das auch mit sehr symbolisch. Ja. Und euch gewähnt, ihr habt gehabt die eigenen Zimmer? Wir haben gehabt ein Zimmer mit ganz kleinem Zimmer, wo sind gestanden 2 Betten, doppelte Betten. Und es ist gewesen ganz wenig zwischen die Betten. Das heißt, mit einer Hand hat man gekannt. Und es ist gewesen noch ein Portfolk mit uns. Das heißt, meine Eltern sind geschlafen unten, ich bin geschlafen oben. Und von der anderen Seite ist gewesen ein älterer Mann mit einer jungen Frau, mit noch einem Messer. Heißt, es ist gewesen ein bisschen eng, aber von das ja, besser wie. Aber man hat gelebt. Ja. Wie habt ihr gegessen in HKP? Man hat es ist gewesen ungefähr genug. Ich bin gewesen sehr da. Alle Menschen sind präsent. Aber man hat gelebt. Das ist, ich meine, es noch ein Ghetto, das gewesen, eigentlich ein Emissar Ganeden. Aber das hat nicht gedauert bis zum Ende von HKP. In März ist gewesen die Kinderaktie. Und ungefähr 200 Kinder sind zugenommen geworden. Und ungefähr 20 Kinder haben sich behalten in verschiedenen Plätzen. Ich bin gewesen zwischen die, was sind geworden behalten. Aber nachdem hat man nicht gekannt, sich beweisen. Nachdem ist mein Taten ist möglich geworden, mir rauszuwerfen durch ein Fenster von den Werkstätten und
Es hat sich schön auf mir gewartet, eine Freude, eine Polish. Ich habe das alles erzählt, wird in mein Buch. Es ist gar nicht so einfach zu reden wegen alle die. Aber das ist der möglich, dass das doch gekannt Ausschmuggeln von HKP, wenn es ist geworden gefährlich dort und dann noch sich behalten in einer Bibliothek. Wir sind gewählt behalten in einer Bibliothek. Es ist nicht gewählt eine Bibliothek, es ist gewählt ein Lager von Büchern. Von Büchern, welche man gebracht von Russland, von verschiedenen Staaten. Und ich bin gewählt mit einer kleinen Gruppe von Menschen, welche haben gearbeitet bei der Sammlung von den Büchern, welche man gebracht von verschiedenen Bibliotheken in Russland. Und zwischen uns ist gewesen Jaschunski mit seiner Frau. Und Jaschunski ist gewesen im Ghetto da. Ja, Grisha Jaschunski. Ja. Grisha Jaschunski, ja, wie man überlebt. Und wir fragen, wir haben gelebt in die Bücher, wir haben geschlafen auf die Bücher, zu beiden die Wäsche vom Bett, vielleicht man ausreißen. Blätter von den Büchern und dann müssen wir schlafen auf neue Blätter von 18. Jahrhundert oder so. Und Jaschunski vielleicht einmal ausreißen ein Blatt und anfangen lehnen und so. Das ist ja so interessant, das ist ein Gericht von Russland von 200 Jahren zurück. Und ja, das ist gewesen. Und dort bist du gewesen, wenn die Russen sind. Und die Russen sind angekommen und wir sind rausgekrochen von dem Behältnis. Mit Jaschunski, mit Dr. Libo, mit Joffes haben sie geheißen. Wir sind gewesen ungefähr 12. Wir sind rausgekrochen und Wilna hat noch gebrannt. Wir sind rausgekrochen, hat schon, nachdem wir die Russen haben angenommen die Gas, in welche wir sind rausgegangen. Es sind noch gewesen teute Soldaten geschlagen in die Gas. In die Gassen und Häuser haben noch gebrannt von den Bomben. No. Das ist schon gewesen, der Sofa. Und das ist gewesen, ja. Und dann ist es gewesen sehr, sehr schwer zu finden, etwas zu essen. Und es ist gar nicht gewesen so einfach. Wir haben überlebt, aber es hat nicht existiert, keine Hilfe für die Überlebenden. Man hat gemusst sich organisieren, hat man das angerufen. Aber ihr seid nicht lang geblieben in Wilna. Wir sind geblieben in Wilna von Juli bis vor ungefähr ein Jahr. Ein ganzes Jahr. Ein ganzes Jahr, bis der Ende von der Milchome im Mai. Und wir sind wir haben sich befreit von den Russen. Wir sind entlaufen von den Russen ungefähr. Ich meine, das ist gewesen in August oder in September. Ihr seid doch gewesen polnische Bürger. Wir haben gehabt die Möglichkeit zu fahren in Polen. Und wir sind angekommen in Lodz und gewesen in Lodz ein paar Monaten. Und von Lodz bin ich mit der Mama angekommen in Berlin. Wir haben gesucht mein Mamas Vetter. Ich bin ein Poet und ein Musikolog mit dem Namen von Abner Nadel. Und sie hat gehofft, dass dort überlebt. Und man hat uns erzählt, dass ist gestorben in Auschwitz mit seiner Frau in 1943. Und dann haben wir es gewalgert von einem Bahnhof zu einem anderen Bahnhof. Und angekommen in Landsberg am Lech, wo es gewesen ein DP-Camp. Und dort sind wir geblieben bis 1948. Das heißt eine längere Zeit. Das ist gewesen in der Amerikanerzone. Das ist gewesen in der Amerikanerzone. Ich weiß, dass Menschen haben besser gewollt sein in der Amerikanerzone. In der Amerikanerzone. Und Landsberg ist gewesen ein Lager
wo man hat am besten gelebt. Und dort hast du auch gekannt, ein bisschen entwickeln deine Talente. Dort habe ich eine Sache gezeichnet, ja, ich habe dort eine Sache gezeichnet, ich habe dort gelernt ein bisschen in der Schule, ich pflege einmal gehen in die Schule und einmal pflege ich nicht gehen in die Schule. Meine Mama hat von mir gefunden einen deutschen Lehrer, welcher hat muss sein ungefähr 90 Jahre alt, weil sie hat gewählt, ein Lehrer, welcher ist nicht gewählt in Soldat, ist nicht gewählt in Nazi, ist gewählt sehr schwer zu finden, aber sie hat gefunden und hat mir angefangen lernen, zuerst griechische Mythologie, dann römische Mythologie, dann und Deutsch. Und versteht sich schreiben Deutsch mit gotischen Buchstaben. Und Ist es auch kurz Polnisch und Jiddisch und Russisch? Aber ich heute lernen Deutsch. Schön. Deutsch ist nicht eben so schwer, weil ich habe gehabt Jiddisch in mir und ich habe gehabt Polnisch in mir. Und Deutsch hat eine Sache zu tun mit Jiddisch und die Grammatik von Deutsch ist eine lateinische Grammatik, wie die Grammatik von Polnisch. Habe ich genommen die polnische Grammatik hereingesetzt in Jiddisch und gerät Jiddisch mit einem Umsatz und das ist geworden mein Deutsch. No, aber das ist nicht der Sof von deiner Sprache. Nein, das ist nicht der Sof. Weil in 1948 muss ich gehen und lernen Hebräisch ist gar nicht so leicht und mit einmal bin ich mit Kindern, was haben schon gelernt, Jahren die Sprache und haben gelernt Englisch und ich habe sich heute lernen zu lernen. Ich habe sich heute lernen zu lernen, ich habe sich heute lernen zu anfangen lernen ungefähr 6 oder 7 in morgen bis Mitternacht. Ich habe gelernt. Schön. Und ich habe heute gelernt Hebräisch. Gewonnen meine Sprache. Ich bin gegangen in Gymnasium Hebräisch und so weiter. Und dann in ein Jahr habe ich gemacht Bezalel in Jerusalem. Und dann die Armee. Und dann, wenn ich habe geendigt die Armee, habe ich gearbeitet ein bisschen für ein Theater in Israel. Ich habe es geschaffen an Nomad. Und dann bin ich weggefahren in Paris. Und in Paris habe ich gesagt, ich darf Deutschland und Französisch, versteht sich. Wir sind in Paris ungefähr in derselben Zeit. Dort was mir auch nicht getroffen. Aber ich weiß, als in Paris hast du sich verbunden mit den Wilner. Ja, in Paris habe ich gesucht ein Zimmer, habe ich gefunden ein Zimmer mit nicht mit die besten Möglichkeiten, weil ich darf gehen durch ein Schlafzimmer von einer Almone mit einer kleinen Mädel. Aber die kleine Mädel ist später geworden ein Professor von René Poznanski und sie ist durch die haben wir sich bekannt mit der Poznanski, wieder bekannt mit ihr. Das heißt, ich gedenke ihr, wenn sie ist gewesen 8 oder 9 Jahre alt und ich bin gewesen 23. Und wir sind sehr gute Freunde und wir sind in Kontakt bis heute. Äußergewöhnlich. Und ich will ein bisschen sich zuhören, weil wir haben noch ein paar Sprachen zu. Ja, haben noch ein paar Sprachen. Er versteht sich in Paris, hast du studiert und gearbeitet in Kunst. Ja. Und Paris ist doch Paris. Paris ist dann gewesen der Center von Welt. Fahrt New York. Später New York hat gegangen mit Weile Paris und aber auch in Italien hast du studiert. In Paris habe ich mich verbunden mit der Studentin von Italien und wir haben Kassene gehabt und ich bin gefahren in Italien und habe gehabt eine Ausstellung dort mit sehr viel Lache. Bin ich geblieben in Italien ungefähr 6, 7 Jahre. 2 Töchter meine sind geboren in Rom. Und ich bin geboren in ganzen
fluent, wie sie sagen. Fließig. In Italienisch. Und Menschen pflegen sich wundern, von wann bin ich, weil jeder Italiener hat geredet mit ein bisschen ein Akzent, also ungefähr wie Jiddisch, wo man kann wissen, von wann der kommt. Und Menschen pflegen sehr oft mir fragen, bist du nicht vom Vatikan? Weil mein Italienisch hat gehabt einen polnischen Kollier. Und ich habe geredet, genau wie der Afifior, wie der Pope. Oh, John, Ja? John Paul. Doch er gewinnt Polak, ja. Polak, ja. Hat er geredet Italienisch mit einem polnischen Akzent. Und Ich habe geredet mit einem polnischen Akzent. nu, lassen sich überpäcklen in Amerika, Ja. wo ich kann allein sagen, dem Emmes, du redest ausgezeichnet Englisch. Noch eine Sprache. Ich will bloß wissen, in welcher Sprache holmst du? Oh, es hängt ab von wem ich holm. Menschen reden in meine Lebens verschiedene Sprachen. Ich habe keinmal geholfen wegen der Chinesen, weil ich rede zu mir Chinesisch und ich kann nicht verstehen. Aber alle Menschen, meine Lebens reden verschiedene Sprachen. Ich meine, das, was du hast, sich ausgelernt hast, so viele Sprachen, hat etwas zu tun mit deinem artistischen... Mit meiner Kunst. Ich meine, dass Jiddisch ist die wichtigste Sprache, was ich mag. Weil Jiddisch hat sehr viel bilderische Effekte und Metaphoren in Jiddisch sind sehr, sehr wichtig. Und ich meine, als Jiddisch Jiddisch redet von mir allein, von dem Unterbewusstsein, welcher ist sehr wichtig in der künstlerischen Erschaffung. Und in deiner Kunst, verschiedene Themen sind deine Kunst, aber Wilne kommt allemal so. Wilne ist sehr wichtig für mich. Wilne ist sehr wichtig für mich. Und Wilne ist verbunden mit Jiddisch. Wilne, ich gedenke Wilne, ich hab sehr gut, ich muss sagen, ich habe ein inneren Video von den Wirklichkeiten, in welcher ich habe entdeckt als ein Kind. Ein Kind sieht die Welt und das ist normal. Für mich ist es gewesen normal zu haben Milchome. Ich gedenke, wie ich habe sich gefreut, als ein russischer General hat herausgeworfen meine Bobbe und Seide von seinem Haus und sie sind gegangen leben mit den anderen Bobbe und Seide. Und ich habe gehabt 2 Bobbes und 2 Seides in einer Wohnung. Weil für ein Kind Milchome ist, wenn lebt in der Zeit von Milchome, ist normal. Ist normal. Ist normal. Und für mich alle die und alle die Jiden, welche sind gekommen, haben geschlafen bei uns von Warsche. Und sie haben gewartet auf die Visas zu fahren in Japan. Die Visas, welche der Konsul von Kovna Sugihara für sie geben. Und ihr Gedenk wird geredet wegen dem Sugihara. Gewinnt Familie mit wir Namen von einer König, von Sugihara. Und das alles ist gewesen normal. Aber jetzt ist Vilnius, die Hauptstadt von Litauen, und du bist wieder verbunden mit. Ja, heute bin ich verbunden. Heute bin ich in Litauen. Ich habe bekommen, ich bin der Bürger, wie sagt man das, Ehrenbürger von Wilne und ich ist ein Museum, Samuelis Backers heint. Mit meiner Arbeit und jeden Jahr jetzt stellen sie uns eine spezielle Ausstellung von Bildern auf einer gewissen Thema von Masel. Wegen Masel. Bilder, und sie haben eine sehr große Sammlung. Ich habe sie gegeben, eine Tonne für ungefähr
350 Bilder. Und sie haben gefunden, und Kaczerginski hat gefunden, in die Kurves von Ghetto, Zeichnungen von Milburg sind ausgestellt in die Ausstellung. Ist zusammen haben sie von meinen Eltern von 8 Jahren und 9 Jahren Sachen, welche ich habe nicht. Sind sie sehr stolz mit, haben die ganz, und sie haben den Pinkas und was soll ich, wollte ich gewinnen in England, wollte man mir gerufen, Sir. Weil ich bin euch der, wie heißt für das? Wilna ist wichtiger wie England für dir. Wilna ist sehr wichtig. Was ist auch sehr wichtig für mich, ich muss sagen, ist, ich habe gehabt Gespräche, ich habe sie getroffen, durch das Internet, versteht sich, mit einer Generation von jungen litwischen Journalisten. Im Alter sage ich ungefähr 30 Jahre. Und sie gehören schon zu einem dritten dort, noch kommen. Und sie haben an Emerson Bedarf zu sich äußern, wegen was ist geschehen in der Stadt, wo sie sind geboren geworden. Weil der erste dort von den jungen Menschen, auch haben gehabt, kleine Kinder, hat wegen dem überhaupt nicht geredet. Sie haben gelebt in jüdischen Wohnungen, sie haben es aber benutzt mit jüdischen Objekten, mit jüdischen Möbeln und so weiter. Und man hat wegen dem Gott nicht geredet. Die sehr Kinder, die sind geworden älter, haben gewusst, dass ihre Eltern haben Gott nicht geredet. Es sind gewisse Sachen, welche man hat gehalten, irgendwo versteckt. Und jetzt ist da der Dritte da, will wissen, sie fühlen sich nicht schuldig. Sie fühlen sich nicht begrenzt mit sehr Möglichkeiten zu lernen. Ich finde von mir sehr interessant, wenn ich gehabt in der 92nd Street Y in New York in heute Juni dem Jahr Diskussion wegen der Rodaszewski-Talkbuch, das ich habe übersetzt auf Englisch von dem Xavier Denjevo. Das ist gewesen, wie du weißt, ein junger Bocher, ein bisschen älter von dir, was nicht übergelebt, aber sein Talkbuch ist geblieben. Was hat geschrieben von 1941 bis 1943. Und zwischen den Mitgliedern von der Diskussion ist gewesen einer Mindaugas Kwiatkauskas, ein litwischer Professor von Literatur, was hat übersetzt dem Talkbuch von Sutzkewas gedruckten Nussach, was ist ein bisschen eine Verkürzung, aber von deswegen ist das doch von dem Talkbuch übersetzt auf Litwisch und herausgegeben in einer zweisprachigen Nussach. Habe ich ihn gefragt, wer wird lernen Litwisch und Jiddisch? Das aber sagt, dass es da ein Interesse bei uns in Litwisch auszulernen Jiddisch und Hazard zweisprachig Buch dienen wie Amin Text sich zu lernen Jiddisch und euch zu lernen wegen der Geschichte von jedem in Wilnen. Es habe ich gesagt, es gibt gemerkt auf Englisch euch, aber Mail ist gut, was derweil, was ihr Freund Kauskas hat das bewiesen. Ja. Ich habe das gelernt und ich muss sagen, also ich habe das gelernt und ich habe geweint. Weil das hat mir, erstens ist dort ein Teil von die Bewunderung, was die Sowjeten bringen in Wilna. Und das hat mir so der Mund, dem Jahr, wenn ich habe gelebt unter in der kommunistischen Zeit. Und ich gedenke, als in die Wohnung, wo Sutzkever und Kaczerginski haben sich getroffen, mit die Menschen, die haben überlebt und so weiter,
hat man bewundert Stalin, man hat bewundert Voroshilov, man hat bewundert. Die Menschen haben nicht gehabt, kein Kritik gegen dem, was wir kennen heint, was wir wissen heint. Der Fahrer hat Sutzgeber in der Golden Arcade, was der Redakteur jahrelang in Israel, herausgenommen ein Teil von den pro-sowjetischen Einzelnen in dem Tagebuch von dem Bacher. Aber ich habe übergesetzt, wie es steht und geht. Ich glaube, das ist sehr wichtig, was du sagst, weil das ist der Emesser Gefühl von einer sehr großen Dorf. Von den Jiden, welche sind gewinn nicht religiös, welche sind gewinn mein Seide, Chaim Bak, ist gewinn ein Bundist, ist gewinn ein Sozialist, ist entlaufen von der Polizei in 1905, nach der großen Revolution, ist entlaufen in Paris und hat gewollt bleiben in Paris. Aber wenn mein Bob ist geworden schwanger mit meinen Taten, hat sie gesagt, ich kann nicht haben ein Kind in Paris, ich muss sein mit meiner Sprache. Und sie ist gefahren in Wilna und dann hat sie ihm geschrieben, oder du kommst oder nicht. Ich fahre nicht in Paris und ich bringe nicht mein Kind in Paris. Und dann sie kommen in Wilna. Und meine Seide hat ist geworden, später ein Schneider, ein eleganter Schneider und so weiter. Und Paris für ihn ist gewesen die Welt. Er fliegt einmal a Woche, fliegt für ihn sein Dienst, Kuchen, Soupe aux Oignons. Und mein Bobbe fliegt sich nicht setzen mit ihm zum Tisch, wenn fliegt essen, die Soupe aux Oignons. So, das ist gewesen die private Milchome zwischen sie. Paris oder nicht Paris? Das ist gewesen die Soupe aux Oignons. Bei mir das gewesen ein ganzer Spielbuch. Nun, lass mal der Mann als Heint, bist du ein Artist, was einmal was jeden Jahr hast du eine Eröffnung in der Pucker Gallery. Und ich habe einen sehr großen Masel. Ich habe einen sehr großen Masel, was ich kann noch arbeiten, ich kann noch schaffen. Ich fühle so sehr wie, weißt du, es ist gewesen ein chinesischer Künstler Hokusai. Chinesischer oder japanischer? Japanischer Hokusai. Und Hokusai hat gesagt zu den Menschen, die wegen stehen verwundert von sein Schaffen, hat gesagt, jetzt bin ich nur 80. Warte ein bisschen, bis ich bin 100. Warte ein bisschen, bis ich bin 140. Dann wird ihr sehen, was ist wirklich zu schaffen. Ich will euch, ich bin irgendwo angekommen, zu was ich gewollt schaffen. Und, aber ich weiß sehr gut, also 92 kann man nicht haben. Sparen, aber ich leute mir, bist du bei MS angekommen, dort, wo du darfst. Ich bin angekommen, wo ich weiß, für gewisse Menschen, meine Arbeit, sagt sie etwas. Ich will hoffen, dass meine Kunst kommt zu einer Sphäre, wo sie geht entfernen ständig mit der Fragezeichen an dem Sof. Wo die Sachen seien nicht 100% klar. Weil für mir seien sie nicht klar. Und das ist die Kraft von Kunst. Aber deswegen werden sie mehr und mehr bekannt, nicht nur in Vilnius, noch voran dein. Es ist vor einer großen Galerie von meiner Kunst in Houston, in dem Museum von Omaha. Und Omaha hat das Samuel Bach Learning Center und
Zufällig ist meiner gewesen Student, Heinter Professor in Yale, was mit dem Verbeten auf einer Lektie in der University of Nebraska, Omaha, und mit dem gewissen Campus und einem gewissen der Museum. Der Museum ist geblieben stehen. Hat gewusst, wer du bist. Aber hat keinem nicht gesehen, als so viel Back. Ja. Also, als du bist bekannt, nicht bloß in Wilde, aber in Wilde allein bist du sehr bekannt. Ja, das ist richtig. Nu, ich meine, dass wir sind in mehr Wege. Wir haben ungefähr gemacht eine Tour über dein Spazier über dein Leben. Ja. Das Schöne ist deine. Ich weiß nicht, wie mein Jiddisch ist gewesen. Gut. Ich bin nicht der bestimmt sie, die Jiddisch ist gut oder schlecht, aber von mir ist dein Jiddisch gewesen. Molechem. Gefasst und geklopft und alles vieles gesorgt und gebeten Slicho Mechiro es Halscho in Bani Ilo werte von Harten a bissele Kringer und noch leiden werden sie Yeah.